Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße euch recht herzlich hier aus Interlaken zum Jungfrau-Zeitung Panorama. Heute haben wir für euch in der Sendung einen Schalter auch für einheimische Touristen, einen Saisonstart für die besten einheimischen Fußballer. Bevor wir jetzt aber zu unseren beiden Beiträgen kommen, gibt es zuerst noch einen kurzen Überblick über ein paar wichtige Neuigkeiten vom Tag. Die Temperaturen steigen und es fällt kaum Regen. Behörden sensibilisieren wegen steigender Waldbrandgefahr und möglichen Gesundheitsproblemen. Im Kanton Bern ist die Waldbrandgefahr auf Stufe 3. Innertkirchen. Die Gemeinde erbt über 750'000 Franken. Ein im 2019 verstorbener Einwohner aus Innertkirchen hat die Gemeinde als Alleinerbe eingesetzt. Das Vermögen von genau 752'000 Franken wird der Gemeinde ohne Zweckbestimmung vermacht. Das Open Air. Das Festival ist Vergangenheit. Die 23. Ausgabe im März dieses Jahres ist am neuen Standort beim Grindelwald Terminal erfolgreich über die Bühne gegangen. Trotzdem wird es keine weitere geben. Die Einzigartigkeit des ursprünglichen Standorts auf der kleinen Scheideck kann nicht getoppt werden, begründet der Jungfrau-Bahndirektor und Festivalgründer Urs Kessler den Entscheid. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Tourismusinformation in Interlaken und in Wilderswil begrüßen auch gerne einheimische Besucherinnen und Besucher. Die können dort nicht nur Tickets, Prospekte oder Fischereipatente beziehen, nein, sie bekommen auch Informationen jenseits vom Internet und von Social Media, wie mein Kollege Patrick Schmid in Erfahrung gebracht hat. Das ist schon lange hier unser Tourismusbüro zu Wilderswil. Wir sind an einer guten Lage, also wir sind nach beim Bahnhof. Das wird sicher auch geschätzt von den Gästen. Sehr viele Gäste haben wir von Alpenrose hier vis-à-vis oder auch sonst einfach von den Hotels in Wilderswil. Hier sind es eigentlich meistens Fragen für entweder auf die Schienige Platte oder in die Jungfrau-Region oder dann weiter auf Interlaken und irgendwelche Ausflüge von hier. Es gibt aber manchmal auch Fragen, die eigentlich sehr lokal sind. Zum Beispiel gibt es einen Metzg, gibt es einen Bäck oder gibt es irgendwelche schöne Spaziergänge, zum Beispiel zur Ruine Unspunnen. Einheimische Gäste haben wir auch. Es ist so ein bisschen unterteilt eigentlich in Ferienwohnungsvermieter. Die können zum Beispiel auch Broschüren reichen für ihre Gäste oder auch die Gästekarten, die wir herausgeben. Und es gibt auch immer wieder Einheimische, die zum Beispiel kommen und fragen, sie haben Freunde hier aus dem Ausland zum Beispiel, die sind ein paar Tage hier. Und was kann man mit denen machen? Gibt es irgendwelche vergünstigte Billets oder Pässe, die sie dann brauchen können während ihrer Ferien? Beschrieben. Hier zum Beispiel sind Spazierwege, das sind die blauen, bis eigentlich zu den orangigen, das sind wirklich so die Bergtouren. Eine Karte, die etwas detaillierter ist, mit Wanderungen, aber also einfache Spaziergänge bis zu alpinen Touren. Und der Pocket Guide ist eigentlich so ein bisschen umfassend zur ganzen Region. Ich bin nach wie vor überzeugt, dass der persönliche Kontakt, wo man Mimik und Gestik, persönliche Tipps von einem Ferienerlebnis kann man einfach immer noch persönlich besser weitergeben als abstrakt über einen Bildschirm oder durch einen elektronischen Kontakt. Also ich bin sehr stolz auf mein Team, das diese Schalter betreut in Interlaken, Wilderswil und im Sommer auch am Infopoint von Interlaken Ost. Das sind Leute, die spezielle Ausbildungen genießen, wie man Gäste optimal, mehrsprachig, kompetent und auch empathisch gegenüber dem Bedürfnis Fragen beantworten kann, was alles zu erleben ist in unserer schönen Ferienregion. Es ist klar, wir betreuen auch Kanäle der Social Media. Wir haben extra auch Mitarbeitende, die spezialisiert sind auf moderne Medien. Aber der grösste Teil wird nach wie vor auch noch in einigen Jahren den persönlichen Kontakt Vorteile bringen, wo man eben sein persönliches Erlebnis, sein persönlicher Favorit, seine persönliche Perle, wie man sagt, mehrsprachig, multikulturell auch an Gast bringen kann. Oder auch beim Einheimischen, der ein Bedürfnis hat, das er am Toy-Schalter befriedigen kann. Vom einheimischen Tourismus kommen wir zum einheimischen Fußball. Knapp einen Monat vor dem Saisonstart startet der FC Thun Berner Oberland in seine Saisonvorbereitungen. Bei bester Laune und bei bestem Wetter hat der neue Trainer, der Mauro Lustrinelli, seine Mannschaft lernen kennen. Dabei ist auch klar geworden, dass die nächsten Tage nicht nur ein Zuckerschlecken werden. Laufen, Matschler und Schiessen. Gestern ist der FC Thun in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. Sehr positiver Eindruck, vor allem was Mentalität belangt. Das ist klar. Alle anderen Sachen müssen natürlich arbeiten, aber es gibt wirklich eine gute Energie. Eine gute Teamgeist habe ich gefunden und für das Anfang ist das zentral.
Ich glaube, am Anfang wird für mich sehr, sehr wichtig, vor allem die Spieler kennenlernen, die Mannschaft kennenlernen und vor allem Input in Mentalität. Wie wollen wir auf Platz auftreten, mit welcher Intensität. Vor allem sind diese die Hauptkonzepte. Ich werde natürlich auch eine gewisse Organisation der Mannschaft, sobald dass ich weiß, wie wir spielen wollen. Und natürlich, wir haben schon eine Ausrichtung ganz klar von FC Thun, eigentlich gehört auch zu meinen Spielprinzipien. Darum werden wir das Schritt nach Schritt machen. Jetzt zurück auf den Platz. Ist die Freude gross oder hat man während der Ferien vielleicht ein bisschen länger gehabt? Nein, also ich glaube, für jeden von uns ist zum Glück immer wieder vom Fußballplatz wieder Shooting. Ich glaube, das haben wir alle vermisst vor allem. Jetzt ist alles ein bisschen neu, neuer Trainer. Ich glaube, das ist alles positiv. Ich glaube, eure Mannschaft ist eine sehr positive Energie und machen wir eine gute Vorbereitung jetzt. Hey, ich glaube, sehr gutes Gefühl, wie er schon angedeutet hat, dass wir eine klare Struktur werden haben. Er analysiert ja das Training mit uns vor dem Training, sieht genau, was wir machen, warum wir es machen. Und das finde ich ein sehr positiver Aspekt. Und das ist schon für die Mitspieler, für die Spieler auch sehr wichtig zu wissen, was wir überhaupt machen und warum wir das machen. Zurück auf den Platz, wie fühlt es sich an? Ja, sehr gut. Wir haben eine sehr intensive Zeit hinter uns, seit wir den Trainerwechsel kommuniziert haben. Wir haben uns bewusst viel Zeit lassen mit der ganzen Evaluation des neuen Trainers. Wir haben dort auch immer kommuniziert, dass wir auf den Trainingsauftakt die neue Situation oder die neue Lösung präsentieren wollen. Und ich würde sagen, das ist uns Punkt genau gelungen. Und freue mich sehr, dass wir heute mit dem neuen Trainer, mit der Mannschaft die Vorbereitung in Angriff nehmen können. Bei welchem Wetter die Mannschaft vom FC Thun Berner Oberland kann trainieren kann, das seht ihr gerade anschliessend in der Prognose. So oder so wünsche ich euch jetzt schon ein sonniges Wochenende und eine gute Zeit. Auf Wiedersehen miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Interlaken Tourismus. Hier ist Jungfrau-Zeitungswetter für den Kanton Bern. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ganz herzlich willkommen. Heisse Tage haben wir schon hinter uns und noch heißer wird es am kommenden Wochenende. Heute war es angenehm in der Höhe und am Wochenende würde sich das natürlich anbieten, um ein bisschen in die Höhe raufzugehen, dass die Temperaturen weniger heiß als in den tiefen Lagen. Es erreicht uns nämlich hier die heiße Luft von Spanien und Frankreich her. Der heißeste Tag dürfte der Sonntag werden. Morgen starten wir schon mit sehr lauen Temperaturen in Samstag hinein. In leicht erhöhten Lagen könnte es sogar für eine Tropennacht langen. Das heisst nicht unter 20 Grad runtergehen. Der Vormittag am Samstag ist sehr eine sonnige Angelegenheit und am Nachmittag geht es mit viel Sonne weiter. Höchstens über den Bergen gibt es ein paar Quellwolken. Das Risiko für Hitzegewitter ist aber noch sehr gering. Die Temperaturen gehen drauf auf über 30 Grad. Wir sehen es hier im Flachland, bis 34 Grad sind möglich. Am Sonntag dann sogar 35 oder 36 Grad, also wirklich sehr heiß und auch sehr sonnig mit Quellwolken am Nachmittag über den Bergen. Und bis am Abend wird das Gewitterrisiko dann ein bisschen ansteigen. Und heiß und teilweise sonnig geht es dann noch in die neue Woche rein. Ist aber ein bisschen gewitterhaft, jeweils am Nachmittag und Abend und möglicherweise ein Temperaturrückgang dann ab der Wochenmitte. Und da dürfte es dann auch eher gewitterig weitergehen. Das war vom Jungfrau-Zeitungswetter. Danke fürs Zuschauen und bis bald.